Wo zijn we God? Wo zijn we aan? Dit is de vraag wat we zullen, ik geloof, ons zelfs allemaal vragen. Wo zijn we God aan? Wo verstaan we wer hij is? We hebben over de laatste paar Monate, en we nemen even aus der Zeit ein klein bisschen einen Break von dort, aber wir haben in diesen letzten paar Monaten diese Frage gestellt, wer ist Gott? Letztes Jahr sagen wir dort, Gott ist Gott. Gott ist Gott in seinem Charakter, er ist Gott in was er tut. Und von der werden wir sein, wo Gott gerecht ist. Dort Gott gerecht ist. Und wenn wir sagen, dass Gott ist Gott und Gott ist gerecht, das sind welche Dinge, die taub gebunden sind. Und aber das ist ein klein bisschen anders, wir wollen mit Zeit nehmen, wo können wir das verstehen, dass Gott recht ist. Wenn wir sagen, was Gott tut, dann können wir sein, wo Gott ist. Und wo er ist dass er ist Gott und was er tut, das ist gerecht. Wer wir even gehen nach Himmel zu beten. Liebe himmlische Vater, wir beten von dir, dass du mir die rechte Wert geben, dass wir wollen können taub, wir einmal das hören, das verstehen, und dass du uns die Hort erinnern, trösten, und wenn du Dinge sind, was wir sollen ewig geben, die ich bete, dass du uns die Kraft geben, zum die ewig geben, die. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. So Gott ist gerecht. Was meint das? Was meint das, dass Gott ist gerecht? Ich glaube, ich denke, was dann wichtig ist, ist, dass wir verstehen, was ist Gerechtigkeit, oder was meint das? Gerecht sein meint recht sein. Das ist nur simpel, das ist nur leicht zu verstehen, aber das ist, was tun, was moralisch gut ist oder recht. Letztes Sinne sagen wir dort, Gott ist Gott, und wenn er Gott ist, er ist über alles. Wenn wir wollen wissen, was Gott ist, dann müssen wir checken, wer Gott ist. Dasselbe ist so, wenn wir die Frage stellen, was ist recht. Dann müssen wir checken, was tut Gott. Dort, was Gott tut, ist dort, was recht ist. Das wird Gerechtigkeit oder gerecht. In Englisch ist dort righteous oder righteousness. Das wird als Verken gebraucht in der Bibel. Es ist über 200 Mal im Alten Testament und meist handlich Mal in dem Neuen Testament. Und dort meint meist einmal moralisch gut sein und in Ordnung sein mit dem Gesetz. In Recht stehen für Gott. So, gerecht sein meint dort, wir tun Recht schaffen. Wir sind, was wir tun, als Recht. Eine solche Weisheit als Erkenntnis Recht brücken. Zum Beispiel, wenn wir wer sind, dann verstehen wir, wo wir das Recht ausleben, dort, wo wir weiten. Gerechtigkeit ist verstehen, wo Scheinheit und Gaudet auszuleben. Dort ist Recht schaffen. Dort, wo Recht ist, dort tun. Dort ist, was Gerechtigkeit ist. Und wenn wir wollen wissen, was Recht tun meint, wir sollen checken, was das Gott. Ich denke, was sagen Mode wir vielleicht 25 Jahre zurück, und wenn ich jünger wäre, ein Jugend wäre, dann wird das sein Mode, ich glaube, über die ganze Welt, und besonders in Kanada und den States. Dann haben wir diese Bracelets, was wir immer an den Arm deuten, das sieht WWJD. Und weißt du, wenn ich denke, ich konnte nach klar denken, wir sind leider, wir immer, sperrt es in der Talk, da wir viele Dinge haben. WWJD. Und dort meint, was wird Jesus tun? Was wird Jesus tun? Und ich glaube, diese Frage, wenn in der Zeit, da wir vielleicht dort Eva Brücken deuten, dann dort verlässt was nichts. Aber das ist die Frage, was wir sagen, fragen, wenn wir wollen wissen, was ist gerecht. Wenn wir die Antwort haben für diese Frage, was wird Jesus tun, dann wollen wir wissen, was gerecht ist. Gerecht ist dort, Gerechtigkeit ist dort,
wat stemmen det met wo Gott Dinge det. Wenn wir reich sind, das meint, wir stehen reich für Gott. Und besonders, wenn wir tun uns gängen, Gott seine Gesetze. Dort, was Gott sagt, ist reich. 5. Mose, Kapitel 32, der 4. Vers, sagt es dit. Hij heeft aan Schutz. Zijn werk is ohne Fehler. Und hij handelt ammerrecht. Gott ist beständig und ohne Schlechtet. Hij deed immer, wat recht ist. Dit ist, wer Gott ist. Hij ist gerecht. Hij deed immer, wat recht ist. Wieder, Gerechtigkeit ist zum Recht rechten. In Englisch haben wir zwei Wörter für das Wort Gerechtigkeit. In Hebräische Sprache, in Griechische Sprache und auch in Plattdeutsch, wir haben bloß ein Wort. Und das Wort ist gerecht oder Gerechtigkeit. Aber in Englisch sind es zwei Wörter. Und die sind righteous und justice. Ein hat zu tun mit Recht, Leben, righteous. Und ein hat zu tun mit Recht, Rechten, justice. Aber wenn wir das Wort biblisch verstehen, dann das Wort, das sind verbunden, das ist ein Wort. Und so, wenn wir reich sein, meint das wir dann Recht, Rechten. Und Port von wer Gott ist dort halt der arme Recht, Rechten. In Englisch sagen wir, wenn was ordentlich getan ist, dort ist ein Injustice. Dort meint, dort, wenn was ordentlich getan wird, du hast ein Gesetz, was wird gebrochen. Und wenn wir sein, dort ein Gesetz wird gebrochen, wir dann rechten zwischen Recht und ordentlich. Und die Gerechtigkeit, der arme Recht rechten zwischen Recht und ordentlich. So Gott, der arme Recht rechten. So, wo ist Gott dann gerecht? Wir sind nicht uit uns selbst perfekt und vollkommen gerecht. Aber Gott ist immer recht. Gott ist gerecht 100% von der Zeit. Du hast niemand zum Tag, wo Gott am Mittagszeit sagt, oh, da wir einen schlechten Morgen, kein weiter Kart. Gott ist immer recht. Er ist immer vollkommen. Von wo stammt das Gerechtigkeit, was Gott hat? Das stammt von seinem Charakter. Psalm 33, der 5. Vers sagt es das. Hij gleicht dort rechtet gerecht en gerecht zijn. Gott zijn treuhartige Leib ist über der ganze Erde. Was gleicht Gott? Gott gleicht dort recht rechten und dort gerecht sein. Wir würden gern sein Gott jetzt dort schein recht sein. Wenn wir würden uns hart engagieren, ich glaube, wir würden da Ferken mit dem Tisch tun, dort uns jeder Ferken viel scheiner schlachtet down und schlecht sein und Sinnleben ist uns dort gaudet und dort rechtet down. Gott jeder schein dort rechtet down, dort hat er down mit seinem Charakter, wer er in Hort ist. Und Gott ist gerecht in alles, was er tut. Das sind Tiden, wo uns nur uns loten, sieht so, dass Gott merkt Fehler. Wenn wir sehen, was Gott tut und was Gott loten tut, und wir wundern vielleicht, wo kann das recht sein? Wo kann Gott recht sein? Aber wenn wir uns halten denken, dass wir weiten nicht das ganze Bild. Wir verstehen nicht alles. Und was Gott seinen tut und was Gott weiten tut, dort ist das ganz vor dir Bild. Und dort, was Gott tut, wenn wir das nicht einmal verstehen können, ist ganz recht. Wir wollen ein paar Sendungen wieder, wo wir mal um das Thema reden, wo kann ein guter Gott schlechte Dinge loten wollen, aber das ist alles, was zu sein, wo für nie. Wieder die Bibel lehrt uns auch, dass Gott ist gerecht und wo er die ganze Welt regieren wird. Wo er König über die Welt ist. Gott ist nicht, sondern was verletzt wird. Er wird immer recht
regieren. Psalm 9, de 9e vers zegt dit. Hij wordt de wereld recht rächen en alle volken oprechtig regieren. Hij is zijn wat alle volken oprechtig regieren deed. Hij is niet zijn wat hingerixig is, hij is niet zijn wat niet gerecht is, hij is zijn wat oprechtig is. En hier war en aan die ene wijsheid en wat we zijn kan, verken zij wie dat dingen zijn, niets te zon zijn. We wonderen, hoe kan God gerecht zijn met dingen toelaten wat worden in ons leven? Hoe kan God gerecht zijn en wo hij over alle volken regieren deed? En we moeten dat overgeven naar God. God is God, we zijn niet God en we verstaan niet alles. En wanneer ook wij dat, God krijgt ons in zijn leven, dat we zijn aanvertrouwen. We zijn onze levens in zijn hang zetten, want hij weet wat het ganze beeld is en we doen niet. Wieder de Bibel leert ons dat God zijn woord is gerecht. God zijn woord is gerecht. Psalm 119, 137 bis 144. Diese Versen leren ons, ik wil niet alle lezen, ik wil een paar Versen eruit hebben. De eerste vers 137 zegt es dit. O, du, o Herr, bist gerecht. En die gerechten zijn recht. En so hier zegt het waar dat God is gerecht en wo God rechten deed is gerecht. En dan wieder in 38 sagt hij, en de gesetzen, die du aangelegd hast, zijn gerecht. Daarop is vol te verloten. Wo kunnen we weten wat gerecht is? Van hier. God is gerecht en dat wat God ons gegeven heeft, dat openbaring van wie hij is en wat hij van ons wil, is hier ben. En dit woord is allemaal gerecht. Hier is geen Fehler, hier is niets met aardig en we kunnen het ganz vertrouwen. We zullen God zijn woord ganz vertrouwen. Wieder sagt hij ook in 142, dat God is allemaal gerecht. Hij wordt niemand ophier met gerecht zijn. En dit is ook verbonden met zijn woord. God zijn woord wordt allemaal stonden. Hij zegt wieder, hij zegt, die gerechtigheid is eeuwig. En die gezet is waarheid. So God wordt niet ophieren met gerecht zijn. God is allemaal recht. Zijn woord blijft allemaal recht. En dan zeggen we dat God is de rechter. God heeft de recht om ons rechten. Du hast keiner, wat een grotere recht heeft en hechere rechter is, is God. Er zijn een paar oorzaken waarom we dit leven en waarom we de man aannemen. Eerstlich, du hast keiner, wat boven God is. God is de Höchste. Hij is die, wat alles gemerkt heeft. Hij is die, wat alles gerieren deed. Hij is die, wat alles tophalen deed. Hij is God. En wenn hij even alles is, hij heeft de ganze recht om dat rechten wat ongearm is. Wieder, hij heeft ons gemerkt. Wir sind. Wir sind nicht für uns selbst, wir sind für Gott. Gott mögt uns, dass wir nur am Gehirn tun. Und das ist seine Gesetz, dort, wo er uns gegeben hat in Gott sein Wort, und in was er in uns Hort geschrieben hat. Dort ist seine Gesetz, und wenn wir das Gesetz brechen, dann wir brechen seine Gesetz. Und so, wenn wir sinnen tun, dat is niet bloß jengen und dat is jengen Gott. En wenn dat jengen Gott is, hij heeft de recht om ons rechten. En God is allemaal gerecht en wo hij rechten deed.
Wenn wir hier auf dieser Erde in Menschenrechte finden, dann wird ordentlich rechten das, sondern was nicht abrechtig ist, sondern was sich betreiben und schief ist, wir sein nicht, dass er Fehler merken wird, wir sein, dass er beis ist. Er ist in Übel Rechter. Warum ist das? Der Rechter muss ja recht sein, so dort wir Vertrauen haben und dort Gesetz. Wenn Gott nicht abrechtig und gerecht ist, dann dort Gesetz, was er uns gegeben hat, da wird ich mal sicher stehen. Und wir würden niemals wirklich weiten, an was wir stehen würden. Aber Gott ändert nicht, Gott macht nicht Fehler. Gott sein Wort steht immer sicher. Gott wird sein Wort nicht verdrehen. Und wir können uns immer verlassen und arm. So Gott wird alle unsere Gedanken, dort wir tun und dort, was wir wollen, rechten. Jeremia Kapitel 11, 20 Vers sagt das. Herr, da du alles regiert, da du reich rechnest, und weißt alles, was Menschen denken, lot mir sein, wo du mit an gerekens. Ich gebe die, das meine ganze sagt. Gott wird uns nicht besrechten, Gott wird uns nicht besrechten, für was wir tun. Er wird uns auch rechten, für was wir denken. Ich weiß, für uns Mennoniten, wir wurden so stark gelehrt, wir sollen Schmack leben, wir sollen Schmack sein. Und wenn Menschen noch nicht kennen, uns rechten, für was von den Gedanken wir haben, wir sollen noch nicht, ein ordnen rechten für unsere Gedanken. Aber Gott hat der Recht, und Gott det ein Wort uns rechten für unsere Gedanken. So, wo stehen wir mit unseren Gedanken? Stimmen unsere Gedanken mit dort, was recht und aufrichtig ist? Oder sind unsere Gedanken schwindig und fehlen rein zu merken? Wieder, Gott wird immer recht rechten. Er wird nicht einen Fehler merken. Wir wollen nicht vor Gott stehen und Gott wird niemals ups sein. Gott wird niemals zurückdenken und sein zu sich selbst. Ich wünsche, ich habe das anders getan. Gott ist immer recht und er wird niemals Fehler merken. Wir brauchen uns nicht ängsten, dort wenn wir vor Gott stehen und eng Tieten wie im Himmel sind oder vor Gott in sein Thron, dort Gott wird einen Fehler merken, wo er uns rechten wird. Gott ist immer recht und er hat immer recht rechten. Wenn wir rechten dann, wir merken so viele Fehler. Zum Beispiel, wir kommen nach Hause und wir sehen, was uns Partner tut und vielleicht sehen, was wir tun und wir merken uns alle Sorten deutlich. Und wenn wir Dinge deutlich merken, wenn wir uns selbst Dinge deutlich merken, wir dann rechten. Es ist nicht so fertig, wo wir ordentlich rechten tun, wo wir uns ordentlich Dinge deutlich merken tun. Wir dann ordentlich rechten. Aber Gott hat sich niemals was ordentlich deutlich merken. Er versteht alles, er ist allwes und er merkt niemals Fehler. Und Gott wird immer recht rechten. 5. Mose Kapitel 10, der 17. Vers, sagt es dort. Der Herr jün Gott ist Gott über alle Jätter und Herr über alle Herren. Er ist groß und stark. Einer macht Stonen über ihm. Er trägt keinem Fear und er lässt sich nicht betreiben. Ich habe eine Frage für uns von dir. Sind gewisse Dinge in uns Leben, was wir tun, wo wir proben, Gott zu betreiben, sodass er uns nicht rechten, du nur, was recht ist. Sind wir so Menschen, die proben, alle Sorten zu tun,
Wir fahren am Tag und wir glauben, wir wollen Gott betreiben mit am Tag vor, und in uns Hort erst nicht reicht. So wie so eine Menschen, die sehr hingerechtig sind, mit Menschen, die werken an Sonntag, so wie sehr Fan und jästlich in der Tag. Und wir probieren Gott zu betreiben mit was wir sind in verordnete Christen. Oder probieren wir gute Dinge zu tun, sodass wir wollen, kann Gott betreiben, so zu sein und sagen, Gott, kick mal all die guten Dinge, was ich tue. Gott lässt sich nicht betreiben. Gott wird immer recht rächen. Dort, was wir tun, dort ist Wort Gott wird rechten. Wir können Gott nicht betreiben. Und Gott wird immer recht rechten. Gott ist auch recht, wo er sind und Ungerechtigkeit strafen wird. Psalm 7, der 12. Vers sagt es steht. Gott ist in gerechter Rechter. Und Gott lässt seine Ohren jeder Tag über der Gottlose kommen. Gott ist herrlich. Er ist vollkommen. Und wenn er herrlich und vollkommen ist, er muss uns rechten für unsere Sünde. Aber kraken sind wir, dass Gott gerecht ist und wo er schlachtet und Sinn rechten wird. Gott ist auch gerecht und wo er Gaudet rechten wird. Wenn wir was Gaudet wird, Gott sitzt dort und er ist immer gerecht und er wird uns belohnen für die guten Dinge, was wir tun. 2. Timotheus Kapitel 4, der 8. Vers sagt es dort. Und jeder Hand liegt für mich in Gerechtigkeit Kron reid. Da der Herr, der gerechte Rechter, mir an jenem Tag geben wird. Der kriegt nicht bloß Ack, aber all die sich durchfreien, dort der Herr kommen wird. Paulus redet hier, und er ist meist zum eigenen Leben. Er redet von den Kronen, was er wird kriegen. Und wo nennt er den Kronen? Die Gerechtigkeit Kronen. Und von wem wird er den kriegen? Die gerechte Rechter. Wenn wir was Gott tun in Jesus Christus hinum, wie kann uns ganz vertrauen, wie kann uns sicher sein, dass Gott sieht, was wir tun. Und wenn uns Motiv reich ist, wenn wir reich angestellt sind, Gott wird uns belohnen für die Dinge. Und kriegst du eine Weich, dass Gott gerecht ist in aller Sinn mit Strafen? Gott ist gerecht und er wird alle Gute belohnen, wenn wir in Jesus Christus sind. So dann haben wir vielleicht die Frage, wo können wir dann gerecht sein? Wir sind uns selbst, so wir sind nicht gerecht. Gott ist gerecht, aber wir sind nicht gerecht. Paulus in der Trick sagt, wir müssen heilig sein, dass Gott heilig ist, ohne dass wir heilig sind, wo wir niemals Gott sein. In Charakter der Wahrheit, wir müssen gerecht sein, ohne dass wir gerecht sind, wo wir niemals Gott sein. Wir wollen niemals das ewige Leben haben. So was müssen wir dann tun, dass wir gerecht werden. Ich glaube, in der Vers wird es sehr klar merken, dass was wir müssen tun, ist in 2. Korinther Kapitel 5, 21. Vers. Und das ist ein von den Versen, wo ich die meiste merken will, wenn ich glaube, das merkt uns sehr klar, was wir tun müssen. 2. Korinther Kapitel 5, 21. Vers sagt es dort. Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, in unser Städte zu sind, dort wie der für Gott gerecht worden. So aus dort für jellen det. Er fängt an, er sagt, die von keinem Sinn wisst, er redet von Jesus. Jesus wird vollkommen, er wird ganz gerecht, er wisst keine Sinn. Er wird in vollkommen Fähre gesagt, er hat keine Sinn getan. Er vertuscht dort mit uns, wer wir wären. Er wird sind. Er sagt, in unserer Stadt wird er sind. Das ist der große Getusch. Und vielleicht in Weihnachtszeit, die sind doch vielleicht bekannt, in Englisch sagen wir, das ist der Chinese Gift Exchange. Das ist ein Game, wo wir welche Geschenke bringen, dann vertuschen wir dort und welche weg.
Wenn ihr das Game, wo ihr gespielt habt, ihr denkt dort vielleicht eine Zeit, wo ihr habt, was abgemerkt und ihr seid, was ihr gekriegt habt, oh, das ist sehr erfändet. Und das will ihr in den Haus nehmen, ihr freien für das Geschenk. Dann erst du so was tuschen dat, kommt und stellt das Geschenk weg und vertuscht dort mit was uns nicht gefallen hat. Dort ist ein Getusch, dort ist ein klein bisschen ein Beispiel, was Gott tut für uns. Dort, was Gott hat, dort, was Jesus wir und was er hat, die vollkommene Gerechtigkeit, dort tut er vertuschen, dort wir seine Geschenk, er tut dort vertuschen mit was wir haben, unsere Sinn und unsere Gerechtigkeit, schwindet, was wir wären. Und er tut dort vertuschen, er nimmt dort, was wir wären, und er wird Sinn in unserer Stadt, er betont die Sinn, sodass wir können frei gehen zum gerecht sein. Aber das ist sehr wichtig dann, dass wir verstehen, wo wir gerecht wurden. Dort ist nicht, dass wir persönlich, wie es Menschen gerecht wurden. Das ist nicht, dass wir nie gerecht sind. Dort ist Jesus Christus in die Gerechtigkeit, was über uns ist, woran wir gerecht sind. Dort ist nicht, was wir sind. Dort ist nicht, was wir tun. Dort ist nicht das gute Wirken, was wir wollen, nicht tun. Dort ist nicht, was wir wirken. Dort ist, was Gott durch uns schaffen hat, was tollen hat. Wir wurden gerecht, wenn Gott uns dieselbe Gerechtigkeit, was in Jesus Christus ist, und uns sagten. So, wenn Gott noch uns checken hat, er sieht nicht unseren Sinn, er sieht nicht, wo wir hart kommen, er sieht nicht unsere Fehler, er sieht bloß Jesus Christus in der vollkommenen Gerechtigkeit. Ein Beispiel, ich glaube, was uns der klar merken wird, wo wir diese Gerechtigkeit annehmen. Die Bibel lehrt uns, wie wir das annehmen, wie wir das vertrauen durch Glauben. Wenn wir sagen, zum Beispiel, wir haben eine Familie in jener Geschwister, die ein Haus, das ist eine sehr reiche Familie, und sie kommen zu Tod. Und diese Familie will gern haben, dass bessere Geschwister, die wollen das Haus holen in der Familie. Aber das Haus ist ein sehr teures Haus, und da will sagen, dass das $10 Millionen wird. Und wenn ihr in Jahr Arbeiter seid, die merken vielleicht bei 40 bis 50.000 das Jahr. Wie lange würde das nehmen, dass die würden dort genug Geld zu verdienen, dass die das Haus würden dort kaufen? Wir sein auch dort, die haben bis ein Jahr, das Geld fingen, das Haus zu kaufen. Die würden sein, 50.000 verdienen ein Jahr und sein Ankassen zum Leben, da bleibt nicht ewig, das Haus zu kaufen. Dort ist, wer wir sind. Das Menschen. Wir haben nicht genug Gerechtigkeit in uns selbst, dass wir das Haus, das Himmel können verdienen. Und dann, was wir dann tun, wenn du so eine in der Bank wird fahren und sagen, ein Mensch wird hat 10 oder 12 Millionen angeteilt hier in der Bank, und der will dort in deinen Account ansetzen, sodass die dort Hauskost typen. Und was macht es bei der Bank? Die tun dort Geld nicht bis näher. Die geben ja wenig, und das sei wie wenn wir E-Transfers bekannt sind mit E-Transfer, wir kriegen in E-Mail und sagen, wer ihr das Geld näher nehmen. Die Bank wird fragen und fragen, wer sie das Geld annehmen. Und wir würden sagen, sicher will ich das annehmen. Wir würden die 12 Millionen annehmen. Und wir würden das Geld brücken, was in Ordnung uns geben wird, so dass wir das Haus kaufen. Dort ist, was Jesus Christus hat getan für uns. Er hat uns nicht bis groß genug Gerechtigkeit gegeben, sondern das größte Regen wird, um das himmlische Reich zu kaufen. Seine Gerechtigkeit, das schält über, er wird uns rechtlich sehen. Dort wir Gerechtigkeit haben, dort wir können
eeuwig Leben haben mit Gott. Jesus Christus hat alles mehrlich gemerkt. En die grote zam, gerechtigheid wat ons fehlen dat, kan man Himmel aankomen, die steht bereit für jeder eine von uns. Und alles, was wir machen, in unserer Bankrekening so zu sein, es ja sein zu der Gerechtigkeit, zu der großen Samen Gerechtigkeit. Und das wir durch Glauben. Wenn je von der das Harken down und das Sein down, je hat Jesus Christus nicht angenommen. Das ist sehr simpel, das annehmen durch Glauben. Wir müssen dort tauschen, wir müssen durch Gebet tauschen, wie sind das denn? Wir sind nicht gerecht. Wir müssen dort glauben an Gott, dort tauschen, dort Jesus Christus hat auf dem Kreuz gestorben für unsere Sinn. Er war Sinn in unserer Stadt, er betont unser Sinn auf dem Kreuz in unserer Stadt. Und dann müssen wir ja sein, durch Glauben, um dort annehmen. Die Vergebung, was durch Jesus Christus ist, so dort Gott seine Gerechtigkeit an uns kommen wird, dort wir können für Gott gerecht sein. Die Bibel lehrt uns dann, dort wir sind vollkommen gerecht. Nicht weil wir gerecht sind, aber wegen was Jesus Christus getan hat in uns. Een zeer interessante Versen met dit werk, der Taubingen. Es ist in 1. Johannes Kapitel 1, der 9. Vers. Das ist ein Vers, was wir einordnen mit 13 tun, dass Gott uns alle die Sünden vergeben wird, wenn wir Vergebung freuen. Das sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu. Und check mal, was das nächste Wort ist. Er ist treu und gerecht. Und er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott ist gerecht, wenn er uns vergeben wird. Und er ist gerecht, wegen Jesus Christus toll der Priest, für wo wir kommen können. So dass wir können genug Geld haben, sozusagen, genug Gerechtigkeit, um uns ewig Haus zu haben. Ich will von dir schließen mit Matthäus Kapitel 5, das erste Vers. Das sagt es dort. Selig sind die einen Hunger und Durst für Gerechtigkeit haben, willst die sollen satt werden. Sehr wie Christen. Nicht bloß, wer dort Gerechtigkeit von Jesus angenommen hat, dort wie ewig Leben haben, aber sehr wie so eine Wort wollen. Das Gott sein Hort dort will. Er gleicht dort Gerechtigkeit. Sehr wie so eine Christen, die dort wollen. Sehr wie so eine Christen, so eine Jesus Christus nur vorher, die dort Dorschen dort versandt. Ich weiß nicht, wo je stehen mit Gott. Ich weiß nicht, wo je Hort ist von dir. Ich will uns von dir mal merken. Wer wir dort abriemen, was zwischen uns und Gott ist. Wer wir Menschen sein, die dort recht wollen. Nicht wegen, wir wollen aus uns selbst Gott nur freuen, aber wir wollen die Kraft, was Gott uns geben wird, um nur freuen und dort leben. Und dort unser Verlangen für Gerechtigkeit ist stärker, ist dort versendet. Wir schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind so dankbar von dir, dass du hast, dort mehrlich gemerkt, dort wie kann gerecht werden. Wie kann ewig Leben haben. Nicht weil wir Götter sind, Menschen sind, nicht weil wir gerecht sind, aber wenn du wirst dort vertuschen, wer wir sind, mit wer du bist. Und Gott, ich bete, dass du wirst uns von dir preisen, wenn wir auch nicht alles verstehen. Dort wir können vertrauen, dass die immer recht schaffen das. Du merkst keinen Fehler. Und wenn wir dort nicht alle verstehen können, woran die diverse Dinge tun, das Gott, ich bete, dass du wirst uns glauben und Vertrauen geben, dass wir können uns ganz vertrauen an dich. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.